Hallo zusammen, Jimmy hier. Heute drehen wir den Spiess mal um und nehmen den René ins Kreuzfeuer. Der soll auch mal Rede und Antwort stehen, dann seht ihr, wie es ist. Meine Damen und Herren, viel Spass! Mein Name ist René von Gunten, aufgewachsen bin ich in Thun. Ich lebe jetzt seit fast 10 Jahren in Los Angeles und ich bin Dokumentarfilmmacher. Ich bin hierher gezogen zu meiner Frau, aber ich war schon vorher ein bisschen unterwegs. Welschland, Engadin, Spanien, Fuerteventura sind so Stationen, wo ich gebügelt und gelebt habe. Ja, ich war auf der halben Welt auf der Suche nach meiner Bestimmung, bis mir das Glück gefunden hat in Form des Doc-Filmen. Nach 25 Jahren Suchen. Nein, das war eigentlich auch mein grösstes Problem, dass ich nie genau gewusst habe, was ich will. Ich habe relativ schnell gewusst, dass ich mein Glück nicht zu tun werde finden. Und darum bin ich dann auch relativ schnell reisen. Ja, weil mir dann einen klaren Kompass gefällt hat, hat es immer wieder Phasen gegeben, wo ich mich orientierungslos gefühlt habe. Also so auf dem offenen Meer herumtreiben und nicht recht wissen, in welche Richtung es geht. Das ist nicht immer einfach und hat mich auch frustriert. Gelernt habe ich das KV, aber nie drauf gebügelt. Als erstes bin ich dann auf den Bau und habe relativ schnell mich durchgeschlagen im Winter als Skimonteur und Snowboardverkäufer. Und im Sommer war ich Badmeister und habe manches Jahr beim René Hefti im Bike Center gebügelt. Interessanterweise war ich auch schon mal beim Schweizer Radio Fernsehen, dann aber in Bern auf der Direktion in der IT-Abteilung. Gerade bevor ich den Mut hatte, mich so viel als möglich am Doc-Filmen zu widmen, hatte ich eine eigene Ernährungspraxis in West Hollywood. Und das sind nur so die gröbsten Stationen. Wenn ich alles aufzählen würde, würde es auch ein Buch füllen. Ich glaube, ich kann es gut mit Menschen und ich bügle auch sehr gerne in einem kleinen Team. Ich bin sehr detailinteressiert, sogenannter Fact-Finder, und ich bin auch ein Follow-through, also einer, der, wenn immer möglich, einen Schritt-für-Schritt-Plan macht. Ja, das ist ganz klar, das ist Ordnung in ein Chaos bringen. Ich glaube, darum fasziniert mich auch so das Doc-Filmen, nämlich aus einem Haufen Rohmaterial eine spannende Geschichte herauszumodellieren. Mich faszinieren Menschen, die anders denken, die sogenannten Querdenker, die Rebellen, die Visionäre. Meine Filme zeigen Menschen, die etwas von dem in sich haben. Und wenn auch nur jemand, der meine Filme schaut, sagt, so, jetzt ist genug heute Hunger, ich habe die Schnauze voll, jetzt höre ich auf das Feuer, das ich mir trage. Oder jetzt gebe ich meinem Leben den Sinn, was es verdient. Dann haben sich meine Aufwände bereits gelohnt. Gesundheitlich musste ich mir eingestehen, dass ich süchtig nach Kohlenhydraten bin. Also Pasta, Brot, Müsli, Gebäck, all das Zeug. Das hat man mir im Gewicht zwar nie angesehen, aber innerlich bin ich krank geworden. Ich hatte im 2008 einen Herzstillstand und im Kopf habe ich gespürt, dass es in Richtung Alzheimer geht. Honig im Kopf beschreibt ziemlich genau, wie sich das angefühlt hat. Bis heute muss ich mich täglich eigentlich bewusst ernähren. Und mir tut am besten eine ganz einfache, naturnahe Ernährung. Ich habe 7 Jahre lang mit vielen Rückschlägen gebraucht, bis ich herausgetüftelt habe, was mir gut und was mir nicht so gut tut. Aber heute fühle ich mich gesünder und vitaler als vor 20 Jahren. Ich recherchiere immer extrem tief. Das heisst, ich kann leider nicht das Thema überfliegen und für mich schnell das Wichtige zusammenfassen. Das ist eine Fähigkeit, die ich vielfach vermisse. Dann lebe ich sicher auch viel zu viel in der Zukunft. Ich mache mir Gedanken, was sollte ich noch machen, was sollte ich besser machen, habe ich das Richtige gemacht.
Und ich komme eigentlich auch nur beim Sporteln zur Ruhe. Also auf dem Rennvelo oder wenn ich in der Welt draussen bin, dann bin ich im Jetzt und im Hier. Und das ist so ein bisschen meine Meditation. Ja, dass ich nicht ab 20 jeden Monat einen gewissen Betrag in einen sogenannten Low-Cost-Indexfonds eingezahlt habe. Mir nervt bis heute, dass mir Geld lang überhaupt nicht wichtig war. Das ist schon okay, aber mit wenig Wissen kann man das System auch ein bisschen zu seinen Gunsten ausnutzen und muss das nicht ganz den Finanzzauberer überlassen. Ich würde mir sagen, dass ich mich zuerst darauf konzentrieren sollte, herauszufinden, wer ich bin und was ich wirklich will. Mir hat der Kolbe-Test geholfen, diese Antworten zu finden. Und das hat mir auch manche Sackgasse erspart. Ja, ich bin eigentlich recht nah dran, aber um eine Antwort zu geben, ich würde in Lucidia wohnen. Das sind etwa 2 Autostunden südlich von Los Angeles. Ich habe ein kleines Team von Doc-Filmern, Textern, Designern. Zusammen würden wir hier oder in der Schweiz oder auf der ganzen Welt nach spannenden Geschichten jagen und die dann mit meinem Publikum teilen. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, dass der René jetzt mal die Fragen beantworten musste. Bis zum nächsten Mal. Merci fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.